Ja, vielen Dank. Ich weiss jetzt auch nicht genau, warum ich ausgerechnet da bin, aber das Fernsehen muss halt auch sparen, wo es kann. Und sie müssen halt den weiblichen Gästen deutlich weniger Lohn zahlen als den Männern. Von dem her ist das ganz gut. Frauenfleisch, die anderen zwei sind Beilage, sagt mir ja so schön. Und ich fühle mich dann auch, wenn ich viel auftrete, fühle ich mich so ein bisschen, als würde ich im falschen Körper stecken. Aber es ist eigentlich immer noch weniger schlimm, als wenn der falsche Körper in mir würde stecken. Viele... Ja. Vielen Dank, dass Sie sich mich beim Sex vorstellen können. Das können sich nicht so viel. Viele fragen sich, warum haben dann Männer Humor und Frauen nicht? Und es ist eigentlich recht einfach. Das ist, weil Männer werden von klein an, also seit sie ganz kleine Bubenbabys sind, mit dem lustigsten Bild konfrontiert, was es überhaupt nur gibt. Schnäbeli. Für die schon mal einen unergierten Penis gesehen haben, die wissen, es sieht ziemlich genau so aus wie so ein enttäuschter, ganzkörperrasierter Mann ohne Wirbelsäule, wo hinter sich zwei ledrige, total schwere Kübelsäcke herzieht. Und wenn die Frauen schon nicht lustig sein können, können sie wenigstens etwas anderes. Also eine Frau ist eigentlich nichts anderes als ein sehr, sehr basic Adventskalender. Es hat nur ein Türchen und innen dran ist kein Schoki, sondern wenn man Pech hat, ein Baby. Für die jetzt nicht wissen, was das ist, ein Baby, das sieht etwa so aus. Manchmal so. Und also etwa so gross wie ein Brot. Das können Sie sich vorstellen. Und witzigerweise, Babys können auch genauso viel wie ein Brot. Aber sie sind zu 100% glutenfrei. Das spricht also dafür. Aber versuchen Sie bitte nicht, falls Sie das Baby daheim rumliegen haben, tun Sie es nicht aufschneiden und mit Butter bestreichen, sonst gibt es dann Ärger von der Kesp. Falls ich mal ein Baby selber mache und dann auch austrage, falls mein Adventskalender mal in Gebrauch kommt, also sprich, falls irgendjemand mal aus Versehen seine Kübelsäcke über mir ausleert, dann zweimal geklatscht, zweimal ist es um 6 gegangen mit mir. Das ist super. Nächstes Mal ziehe ich mich einfach aus und liege auf dem Grill. Falls ich mal ein Baby habe, selber, möchte ich unbedingt, dass sein erster Satz oder sein erstes Wort, oder vielleicht ist es auch das Mädchen, Gott bewahre, das erste Wort sollte sein Zitat. Auf jeden Fall. Weil dann kann es auf dem Sterbebett sagen, Zitat Ende. Und auch einen Namen habe ich mir ausgedacht. Ich will nämlich, dass mein Kind mal Gang heisst. Das so ein einen asiatischen Touch hat. Das ist sicher gut für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Aber vor allem kann man dann auf dem Spielplatz einen Gag daraus machen und immer rufen, komm, Gang, komm, Gang, komm. Und das hätte dann die stärksten Oberschenkel in der ganzen Spielgruppe. Ich will einfach nicht, dass es einen blöden Namen hat, wie zum Beispiel Hazel, so ein Scheissname. Also, wer das Kind Hazel nennt, der vergisst es auch an der Autobahnraststätte. Oder im Böllelibad bei der Ikea. Und dann viel Spass in Spreitenbach, wenn über die Lautsprecher gesagt wird, dass der Esel jetzt gerne im Kinderparadies abgeholt werden will. Vielen Dank.